also diese Sidequest, ne? Ich meine, 3-Sterne-Kampfmenü, wie es so schön hier heißt, das ist ja alles schön und gut. Aber, dass das Ganze über 10 Runden geht, das ist mir schon ein bisschen übertrieben. Ich meine, gut, ich kriege immer eine TM-Abschlag, ich kriege 5 KB Plus und 5 Carbon, das ist schon mal cool. Aber heavy ist es trotzdem. Und deswegen mein Team ein bisschen anders gemischt, sag ich jetzt mal. Ne? Wir haben jetzt auch Phenexis, Kachutsu und Brigaron, also die Color-Starter am Team. Despotar im Lead gegen die Gift-Pokémon und ich hoffe, dass mit dem Team ein bisschen besser durchkommen. Habe jetzt zwar kein Stahl-Pokémon mehr, aber naja, was soll's. Und ich war auch noch auf Einkaufstour und habe mir noch, wo ist sie? Hartminzen geholt, oder Mäßigminzen. Erstmal noch ein paar Hartminzen. Kalagladi. Der braucht dringend ein besseres Wesen. Naja, muss ja reinhauen können. Angriff 224, das gefällt mir schon viel besser. Und dann auch voll EVs da drauf, also wenn ich damit nicht durchkomme, dann weiß ich auch nicht weiter. Ansonsten Despotar mit dem Beulenhelm, Dragon jetzt die Offensivweste. Man könnte auch tauschen, natürlich. Ich versuche es trotzdem mal, ne? Dann 4 Pokémon, die Megenticker machen können. Naja. Wird schon gut gehen, ne? Dabei, Despotar kann es ja auch, nur haben wir den Stein dafür noch nicht. Oder war das einer derjenigen, die ich jetzt kaufen konnte? Oder Quasar Corporation? Ne, glaube noch nicht, ne? Metagross nicht, was? Bei Despotar noch nicht. So, dann wollen wir doch mal, ne? Sarzenia ist natürlich ein Pflanzen-Pokémon. Wieso ist jetzt wieder Galagladi draußen? Austauschen. Das lief jetzt nicht so wie erwartet. Und der Feuerschlag. Hat überlebt. Das Problem ist halt, ich behalte ja jetzt den Status. Und Toxie macht leider üblen Schaden. Das läuft nämlich gar nicht so gut. Das von Stahl-Pokémon nicht nehmen soll, ne, wegen Toxin. Ja, Stahl-Pokémon hätte Durengard auch mitnehmen sollen. Ne? Lucario wäre auch gegangen. Hätte ja auch einen Kampf-Pokémon gehabt, ne? Das war gar nicht lange. Dann war Dracuran, dem ich neue Moves gegeben habe. Fiaro. Machen trotzdem so viel Damage. Bei dem ist die Offensivweste eigentlich Trigger, ne? Ist ja, wenn ein Risiko-Tackle macht, nicht. Das war der Beulenhelm, der getriggert hat. Nee, warte mal. Dragon hat die Offensivweste. Okay, Steinfee. Ja, dann eh nur noch 2 Punkte, also da kann ich jetzt Dragoran direkt ja, direkt so einsetzen. Okay, ich hoffe, dass unsere Color-Starter ein bisschen was reißen. Auch wenn es ein Unlicht-Pokémon ist. Den Feen-Typus nicht allzu klug. So.
Junge, wie lange es aber dauert. Oh, das läuft nicht so wie erwartet. Wie erhofft, besser gesagt. Es sind einfach zu viele Gegner übrig, das ist das Problem. Ja, da kann er Fluch drücken, so viel er will. Okay. Versuchen wir es mal mit der Taktik. Mist, haben wir noch getroffen. Das habe ich so nicht erwartet. Jetzt muss natürlich ein Drache kommen, das war klar. Ich habe gar nichts mehr. Ja, Drachenflug, klar, aber noch Despot, aber der hat ein Toxin drauf. Hafnika Mondschein? Also Mondschein war zum Heilen. Da war nicht der Angriffsmove. Junge, ich bin schlechter als beim letzten Mal. Nein, mit Galagladia einfach leaden sollen, ja, aber dann halt direkt Schaden austeilen. Und gar nicht erst auf Despot oder Dragoran switchen. Das ist mein größter Fehler. Double KO, sehr schön. Ja, auf 10 Kämpfe kann man nie im Leben, keine Chance. Macht trotzdem guten Schaden, ne? Meckern kann man da jetzt nicht groß. Oh, wollte Scanner einsetzen. Hat nicht ganz geklappt, ne, vom Timing her. So, jetzt aber. Nein, geht er nicht. Ist ein Geist. Wann bin ich doof? Da hat er mir so, hey, ich habe 3 Angriffsmoves, ich kann die ersten beiden, also da sein Königsschild und Schutzschild einfach schnell auskontern. Ja, hast du gedacht. Der 7. Gang. Wie weit kam man beim letzten Mal? 8 Gänge, ne? Eine Attacke wie. Naja, war gar nicht. Hitzewelle. Oh, wieder ein Doppel KO, sehr schön.
Problem ist, das war Kampf 7 und nicht 10 oder so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber kriegen wir aber auch nicht mehr hin. Können wir gerade einen Toxinrest machen. Oder Giftzieh, weil Gladiator aber zu langsam ist. Ja, ist einfach. So. Mit Despot hat diesmal ein Lied. Haben wir kurz umentschieden. Weil Despot hat den Beulenhelm. Und Sarzenia greift hier offensichtlich erst mit Toxin an. Er will gerade die Mega-Entwicklung nicht ausführen. Ein Kampf der Spitzenklasse war. Ich darf nicht rauswerfen, das ist mein Problem. Aber du musst mit einem Stahl-Pokémon leaden. Es geht gar nicht anders. Ich muss ein Stahl-Pokémon im Lead haben, also damit anfangen. Pyroleo ist auch nervig, bis zum geht nicht mehr. Wir haben gar nicht mal so ein hohes Level, aber das Problem ist, wenn es halt 10 Kämpfe sind, mal jeweils 3 Pokémon, also 30 Pokémon, die ich nur in meinen 6 besiegen soll, ohne mich irgendwie heilen zu dürfen zwischendrin, dann ist das wirklich übel. Ist eine Fee, ne? Jetzt könnt ihr predikten und sagen, ich werfe direkt was ein, was gegen Fee hilft. Da war es halt wegen Stahl-Pokémon cool, ne? Aber irgendwie drauf, ey. Hat's geklappt? Nee. Hatschutsu wurde besiegt. Kannst du mir rechtzeitig zurückrufen? Aber tatsächlich lasse ich Despotan Team immer wieder Durengard mit oder ein anderes Stahl-Pokémon, könnte auch Stolos Zecher sein. Und sage, hey, Stolos im Lead soll mit Stahlattacken halt vor allem die beiden Kämpfe machen, die hier gerade sehr wichtig sind. Und dann drückt er sowieso erstmal Fluch, ne?
der Beulenhelm. Schon erfolgreich verdrängt. Der auch Beulenhelm gehabt oder was? Wir können mal ein paar Pokémon aufsparen. Na sprich, ja, Dragora und Brigeron gerne mit voller Gesundheit, das wäre schon cool. Jetzt kommt erst der 5. Kampf, ich glaube das einfach nicht, hey. Nie im Leben kriege ich das mit dem Team so hin. Das ist echt ein Problem. Du bist doch... eine Feenattacke zu droppen, ich glaube es hackt, ey. Hä? Warum hat er getroffen? Er ist mir zu unkonzentriert. Definitiv zu unkonzentriert. Ach, ist das nervig. Das wird aber auch für alles eine Antwort, ne? Ne, komm. Nimm Galagladi raus und bring das Stolos rein. Das bringt sonst nichts. Ich brauche echt einen... ja. Stahl-Pokémon ist ganz wichtig. Ein Kampf-Pokémon, ja, wenn es halt entsprechende Power hätte, aber mit Brigeron habe ich eins, im Prinzip. Ja, jetzt will man halt der Feuer-Move. Gut, ich habe ja Dragoran drin. Stärkung setzt Schutzschild ein, ja, warte langsam. Dem Gegner ist aber Dragoran perfekt geeignet. Das ist doch diese Aerodactyl-Trainerin, ne? Ja, gerade mit Steinkanten, wenn ich rede, haben wir ein Problem. Weil Surfer sind schnell genug. Ah, Steinhagel diesmal. Steinhagel konnte ich ja ausweichen tatsächlich. Und Starmie. Ja, sind wir hier wieder, ne? Okay, hier wäre Despota eine Variante. Ja, und mit dem 8. Gang ist finito. Alles wieder vorbei im 8. Kampf. Muss das denn sein? Ach, Bock. Sogar selbe Pokémon. Als hätte ich nichts gelernt, ne? Ich meine, stimmt, ich habe 1, 2 doofe Fehler gemacht gerade.
Was mir jetzt nicht mehr passieren wird. Ne? Also was wir jetzt natürlich machen müssen, ist dich kurz rausnehmen, sorry dafür. Dafür Stolos rein. Ich brauche ein Stahl-Pokémon gegen diese Giftdinger am Anfang. Sonst keine Chance. Diese Toxinattacken. So, wollen wir mehr Schaden kriegen. Eisenschweif gegen Stahl-Pokémon. So, jetzt kommt der Feuerding. Da ist die Frage, wechseln muss ich, ja, weil Typing sind ja nicht gerade so perfekt. Okay, machen wir es so. Fiaro kann auch nichts machen. Eine Steinkanne, die immer trifft. Dass er das noch erleben darf. Okay, Steinfee. Steinunlicht ist nicht gerade so der Bringer, sag ich jetzt mal. Vor allem, dass er ein Feen-Pokémon ist. Und ich eine kleine Feenschwäche im Team habe mit 4 Stück. Ne? Wir haben Despotar als Unlicht-Pokémon, Quachus als Unlicht-Pokémon, wir haben Dragon als Drachen-Pokémon und Brigon als Kampf-Pokémon. So, das muss schnell abfangen und dann muss Stolos da Avogadroa schnell rausnehmen aus dem Spiel. Man ja, ist natürlich auch gut, wenn man Stahl-Pokémon mit Stolos hat, ne, um das halt gegen die Feen einzusetzen. Aber wenn es als einzig ist und du 4 Pokémon im Team hast, eine Schwäche dagegen haben, ist das nicht so gut. Kann ich eigentlich Stolos drehen lassen, weil was will Akilas tun? Oh, ich weiß was. Etwas, was er ganz vergessen hatte. Das ich immer wieder vergesse, dieser scheiß Beulenhelm. Die haben sicher die Hälfte von Stolos KP abgezogen, ne? Ja, der hat noch irgendwie auch drauf, ne? Ja. Nur einen kurzen Test. Echt schnell so ein U-Hafen hier. Ja, der hat mir zu viel Schaden gemacht, hätte ich
früher reagieren müssen und mit Stolos drin bleiben und halt den KO riskieren. Bis dahin war es soweit gut, wie ich mich verhalten habe, aber der war gerade schlecht. Natürlich. Hä? Okay, jetzt reicht's. Dass es so schnell plötzlich ist, never ever. Ach, stimmt, das war das Problem. Stalos hat echt Power, das muss ich ihm lassen. Erst im 6. Gang, ne? So, da kommen wir der Durengard am Schluss. Hat es geklappt, ohne dass ich einen Schaden bekommen habe? Also ohne dass Dragoran etwas einstecken musste? Ich hoffe schon. Ja, ist der 7. Kampf, ey. War das jetzt? Mit dem Arbok, ne? Nein, Aerodactyl. Das war ja der Scheiß, der ganz schnell raus muss. Da der Motor Brudi muss los. Als ob du mich predikten könntest, natürlich. Das darf wohl nicht wahr sein. Generell so eine Idee war mit, ja, Nexus eigentlich den Anfang zu machen, damit ich ein Lichtschild raushauen kann sofort. Ist halt schwierig. Warte mal, war jetzt nicht da, jetzt kommt die mit dem Arbok, ne? Das Arbok ist ja leider sehr schnell, wie wir gerade gesehen haben.
solange ich mit Phoenix auf Distanz bleiben kann, ist nicht allzu schlimm. So, 9. Gang. Waren wir ja schon mal. Am ersten Mal, wenn überhaupt, ne? Das ist ja wohl ein Scherz. War ganz schlechter leider. Da müssen wir ein bisschen länger warten mit dem Draco Meteor. So, was mal der Donner trifft nicht mehr. Natürlich trifft der Donner noch. Jetzt brauche ich einfach ganz, ganz viel Glück. Ich meine, es sind nur 3 Gegner, in Anführungszeichen nur 3, ne? Ich kann nicht... Verdammt, ich kann nichts machen! Die Tarnsteine waren's. Das letzte Pokémon. 1 hätte noch gefehlt. Wisst ihr was? Normalerweise ist das so ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, ich mache noch mal ein bisschen länger und so, ist doch egal. Oder ich würde sogar sagen, nö, ich mache den Kampf nochmal von vorne, also beziehungsweise das sowieso, aber dass ich irgendwie sagen würde, nein, ich nehme es gar nicht auf, ich schneide das Ganze raus oder so. Aber nein, mache ich jetzt nicht. Ne? Das war jetzt einfach eine sogenannte Fail-Part, tut mir leid dafür, aber ist leider so, muss auch solche mal geben. Das macht nächste Folge hier genau weiter, weil ich will das abgeschlossen haben. Und ich will nicht erst all meine Pokémon Level 100 trainieren, damit es noch einfacher ist. Nein, wir machen das mit dem Team. Nächste Folge, dann kriegen wir es hin. Ne? Bis dahin, ciao zusammen.